Willkommen zurück hier bei RetroCache. Im Normalfall sinnlose Let's Plays im Moment aber nicht, sondern im Moment sage ich euch hier alle Software, alles was ich auf meiner Switch habe hier im 2021, weil ja beim Pokémon Snap immer noch am Nachspielen bin, wie man dort die Aufnahme crasht ist. So, wir wären hier stehen geblieben bei den alten NES-Titel. Dann hätten wir da Overlanders, das ist auch ein futuristischer Racer, den haben wir auch mal gekauft, wo eine Aktion war. Habe aber auch erst etwa 3 oder 4 Rennen gefahren. Macht an sich noch Spass, ist ein Spiel für zwischendrin und ja, wenn ihr seht, habe ich als Download, nicht physisch, aber zwischendrin mal eine Runde fahren. Wie schon gesagt, ich spiele gerne zwischendrin mal ein Rennspiel. Den Oli Oli ist ein 2D-Pixel Skateboard, irgendetwas. Ein Skateboard-Spiel und ich als Ex-Skater dachte, ja, probier's mal aus. Hat eigentlich noch cool ausgesehen, aber mit der Steuerung bin ich ehrlich gesagt nicht so warm geworden, darum habe ich es auch eigentlich mehr oder weniger nur kurz angespielt. Dann Okami HD, da spielt er einen Wolf, der die Welt muss retten, und da ist eigentlich ehemaliges Wii-Spiel gewesen. Mit der Wii-Mode ist es noch ganz cool zu spielen gewesen. Dort habe ich auch relativ viel Zeit investiert. Auf der Switch da, oder das HD, da muss ich sagen, habe ich ja, vielleicht 2 oder 3 Stunden investiert, noch nicht allzu viel, aber ist eins, was ich sicher mal noch möchte nachholen. Dann gehen wir doch weiter. Octopath Traveler. Da habe ich durchgespielt, nicht ganz alle Quests oder Sidequests, dort hätte es glaube noch 2 oder 3, die ich machen müsste, für das müsste ich aber noch ein bisschen grinden, also ein bisschen aufleveln, aber ich habe das Gefühl, irgendwann werde ich den da auch mal noch machen. Es hat mir einfach im Moment da, wo ich es gerade gespielt habe, keine Lust mehr, oder keinen Spass mehr gemacht, um ein bisschen grinden. Darum habe ich es ein bisschen auf die Seite gelegt, aber es ist ein ganz gutes Spiel, ist ein Exklusivspiel gewesen von Square Enix, aber noch zeitexklusiv. Mittlerweile kommt man es auch auf Steam über. Aber ist ganz cool gemacht, gut gemacht, ist so ein 2,5D RPG oder JRPG mit 8 verschiedenen Charakteren, wo noch die ganze Story durchspielen können, und es macht wirklich Spaß. Dann Oceanhorn ist auch eins von der ersten Online-Download oder eShop-Spiele gewesen, die es gegeben hat. Ist glaube nicht in der ersten Welle, sondern erst etwa in der zweiten oder dritten dann mal dabei gewesen. Ist ein Zelda-Klon. Habe ich auch mal angespielt, ich glaube so 4-5 Stunden habe ich gespielt, aber wirklich durchgespielt habe ich es auch noch nicht. Aber für Zelda-Fans, wahrscheinlich noch machen da nicht allzu viel falsch. Mittlerweile ist es halt auch schon wieder ein bisschen älter, hat auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ja, was soll's. Dann, Not a Brainbuster. Das ist so ein Logikspiel quasi, da hat er einen Würfel, und dann müsst ihr auf die richtige Seite drücken, dann steht nicht runter oder nicht rauf oder nicht rauf, sondern links und rechts und blau und das Ganze auf die Seite. Also, habe ich auch gekauft, was Aktion war, macht durchaus Spass, ist mal etwas anderes. Habe ich mal ausprobieren, haben wir eben gekauft, was Aktion war, und ich glaube, viel falsch gemacht haben da nicht, weil ein paar Stunden habe ich da auch schon mittlerweile gespielt. Den Pac-Man Champions Edition 2 Plus. Das ist eigentlich Pac-Man, aber ein bisschen mehr auf 2 Player ausgelegt. Habe ich auch online, aber ich müsste es wieder mal downloaden, sehe ich gerade. Ich habe es gerade nicht installiert auf meiner Switch. Pac-Man, ja. Was will ich da noch groß sagen dazu? Cooles Spiel, darum habe ich einfach müssen haben. Für mich jetzt. Den Panzer Dragoon Remake. Ist an mir vorbeigegangen, habe ich nie wirklich gespielt gehabt, darum habe ich gedacht, ja, jetzt holst du das da einmal, ist auch Aktion gewesen, und muss zu meiner Schande auch sagen, ich bin über den ersten Level noch gar nicht rausgekommen. Aber, also mal über den ersten Level schon, aber viel weiter habe ich es noch nicht gespielt. Ich möchte sicher mal noch nachholen, ich weiss gar nicht, wie viel Welten das gibt. Ist auch so ein, ja, auf der Wii wäre es so ein Light-Gun-Shooter, wo man eigentlich auch recht gut mit der Wii-Mode hätte können spielen. Auf der Switch ist es halt mit der Joystick-Steuerung und so, aber auch ein Rail-Shooter, halt ähnlich wie Pokémon Snap, nur dass Pokémon Snap halt mehr auf, ja, halt nur der Fokus aufs Fotografieren legt. Dann Paper Mario Origami King. Da ist ein Spiel, das ich auch mal noch möchte nachholen. Ich habe das erste Level und den ersten Boss habe ich durchgespielt, aber viel weiter bin ich auch noch nicht. Es hat mir dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, obwohl schlecht umgesetzt ist es nicht, aber
Ja, ich bin noch nie so ein richtiger, oder ich bin noch nie wirklich warm geworden mit Paper Mario. Da werde ich mich jetzt sicher einen Haufen hassen dafür, weil es gibt einen Haufen gute Paper Mario und ich habe auch einen Haufen Paper Mario Sushi in der Sammlung, aber ich habe noch nie eins wirklich durchgespielt. Und ich hoffe, dass Paper Mario Origami King sicher eins von der ersten wird sein, die ich durchspiele. Es gibt sicher bessere Teile, wie ich mittlerweile auch weiss, so, wie ich halt auch schon habe spoilern lassen im Internet und so, aber ja. Den Pine habe ich irgendwie mitbekommen, ist glaube ein Studentenprojekt gsi oder ein Abschlussprojekt oder irgendetwas. Auf jeden Fall hat es mir verwundert genommen, habe ich mir gekauft, habe ich angespielt, 4-5 Stunden sind sicher schon drauf gegangen, aber viel weiter bin ich auch noch nicht da. Ist Open World und hat verschiedene Zivilisationen verschiedene Völker und die müsst ihr probieren auf eure Seite zu bringen. Für das Überleben von der Menschheit, so quasi in dem Stil. Pirates All Aboard ist auch wieder so ein Schnäppli gsi, den ich gekauft habe, hat weniger als einen Franken gekostet, ist Top-Down, Schiffli versenken, Piraten, irgendetwas, aber ja, hat mir jetzt nicht wirklich viel Spaß gemacht, ist auch nicht gut in Erinnerung geblieben, ich glaube eine halbe Stunde habe ich es gespielt und dann wieder abgestellt und fertig, ja. Ein Pocket League Story ist ein Fußball-Simulator, ein Pixel-Fußball-Simulator, aber leider nur auf Englisch. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinen Englischkenntnissen, dass ich nicht so wirklich warm geworden bin mit dem Spiel. Weil auf dem 3DS hat es auch so ein Pocket League gegeben, das war aber auf Deutsch gewesen, und das habe ich eigentlich noch recht gern gespielt gehabt. Da habe ich gedacht, ja, da könnte man sich doch durchaus mal gönnen oder ausprobieren. Ja, im Nachhinein müsste ich sagen, besser hätte ich es nicht gekauft, aber ist so, weil ist so. Ich hasse jetzt halt Puyo Puyo Tetris. Ja, was will ich sagen? Tetris, Puyo Puyo ist ähnlich wie Tetris, ist nicht ganz gleich, aber ja, ist so ein Mix und die Story ist noch gut gemacht an sich. Ich habe es nicht durchgespielt, meine Frau hat es durchgespielt. Ja, also schlecht ist es nicht, aber Vollpreis würde ich jetzt nicht oder nicht mehr zahlen für das Spiel. Portal Knights ist ein Minecraft-Klon aus einem deutschen Entwicklerstudio, habe ich gemeint. Auf Steam habe ich das Spiel auch, also ich habe eigentlich Spiele doppelt gekauft. Auf der Switch habe ich noch nicht so viel gespielt wie am PC, müsste jetzt ganz ehrlich sein. Aber ist ein gutes Spiel, macht Spaß, wirklich. Ist halt auch Craft, Ressourcen abbauen und Zeug aufbauen, ja, und entdecken. Halt, ja, eben, wie gesagt, Minecraft-Klon. Die haben Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli. Da habe ich noch doppelt gekauft. Keine Version wäre für die Frau gewesen. Ich glaube, die Frau hat aber nicht so viel gespielt. Ich habe meine Version, ich glaube, ich weiß jetzt nicht einmal mehr welche Version, aber ich habe meine Version durchgespielt. Zumindest die Hauptstory, aber sicher nicht zu 100%, also sicher nicht alles. Der Pokédex habe ich auch nicht komplettiert. Da habe ich dort zumal noch gemacht mit blauen und roten Edition. Pokémon Shield, ja, hat mich auch Wunder genommen. Ist sicher eins der besten Pokémon-Spiele an sich, wo bis jetzt je rausgekommen ist. Aber für die heutige Zeit muss ich einfach sagen, ja, also man hätte viel mehr müssen daraus machen. Naturzone, ein riesen Flop und ja, ich habe es durchgespielt, Hauptstory, DLCs hätte ich auch, habe ich aber einen, habe ich glaube nochmal angespielt, wirklich durchgespielt habe ich die noch nicht. Würde ich sagen, Pokémon halt. Habe es probiert, aber ja, schlecht ist es jetzt auch nicht gewesen, aber es ist sicher auch nicht etwas, wo man muss sagen, mal, da musst du wirklich haben. Das gleiche Pokémon Mystery Dungeon habe ich auch angespielt und nachher wieder liegen lassen. Den Baseball habe ich auf dem 64er mal ganz ein gutes Baseball gehabt, das ich gerne gespielt habe. Das Spiel habe ich mittlerweile leider nicht mehr. Und darum habe ich gedacht, Mose, Baseball habe ich noch gerne gespielt, kaufst du wieder mal ein Baseball, schaust, ob es da immer noch taugt oder nicht, oder ob es ähnlich ist von der Mechanik her. Es hat ein bisschen zu viele Features drin, für mich mittlerweile, ich, wo mich eher als alte, einfachere gewöhnt bin, und darum bin ich nicht wirklich warm geworden damit. Habe es aber auch mal Aktion gekauft, darum, ja, habe ich auch nicht so viel Geld zum Fenster rausgeschmissen. Oder geschmissen. Dann Rayman Legend Definitely Edition ist ein 2D Jump'n'Run, ähnlich wie Mario, aber halt auf Rayman-Style und ist ganz gut gemacht, das Spiel.
ich habe es nicht wirklich ganz durchgespielt. Ich glaube, ein bisschen etwas wird mir noch fehlen, aber so zu 90% habe ich es durchgespielt und es macht durchaus Spaß und Fun. Also, da ist ein Spiel, das ich physisch besitze, das ich den Kauf nicht bereue, weil da kann man auch heute, oder da ist eins, wo ich auch irgendwann wieder werde einlegen und wieder meinen Spass werde haben. Ring Fit Adventure ist wie sagst du dem? Ein Sportsimulator. Ja, nein, nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall Sportspiele mit dem Ring und alles und ist sehr gut umgesetzt. Es ist aber auch sehr knackig. Ich bin jetzt nicht unbedingt der unsportlichste, aber sicher auch nicht der sportlichste. Und habe es leider auch noch zu wenig gespielt. Eigentlich müsste ich es auch mehr spielen. Weil es macht eigentlich noch Spaß und Fun, aber ja, da ist halt auch wieder die Hürde. Erstens einmal musst du Spiele legen und dann musst du das ganze Accessoire dazu noch für suchen, damit Spiele machen starten und darum hat es wahrscheinlich eher ein bisschen an dem gelegen, dass ich noch nicht so viel gespielt habe. Und sicher nicht, weil es ein schlechtes Spiel wäre. Dann Wobernauts ist auch ein 2D Shoot'em Up. Kann man dem so sagen? Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall es sind so ein Roboter und dann haben wir Planeten, halt im 2D, die noch umkreisen können. Und müssen Gegner eliminieren, um weiterzukommen. Und zwischen ihnen hat es ähnliche Passagen wie in Mario Galaxy, wo noch vom einen Planet zum anderen müssen springen oder können springen, je nachdem. Und es wäre sehr gut gemacht. Bin aber auch nicht wirklich warm geworden damit, aber vielleicht müssten wir einfach wieder mal eine Chance geben, weil es ist sicher kein schlechtes Spiel. Habe ich auch mal gekauft, was Aktion war. Dann Rocket League habe ich noch gekauft, wo man noch hat müssen zahlen dafür, was noch nicht free to play war, auf der Switch. Und da habe ich ganz viele Stunden auf der Switch verbrötelt an dem Spiel. Mittlerweile habe ich es auf der Xbox und dort läuft es besser und dort bin ich auch direkt am Netz dran, darum habe ich einen besseren Pin und ja, ihr wisst das Ganze mittlerweile sind die Stunden, die ich vorher auf der Switch im Rocket League verbracht habe, verbringe ich halt mittlerweile auf meiner Xbox. Ja, ganz ein gutes Spiel, immer noch, mittlerweile ist es ja free to play, ist ja glaub von Epic Games aufgekauft worden. Ja, es macht Spaß zum Spielen, aber steckt einfach nicht zu viel Geld in das Spiel. Ich habe eigentlich nur den Kaufpreis dort mal ausgegeben, sonst noch nie Geld drin gesteckt und ja, ich bereue es nicht, dass es nicht mal Geld gegeben hat, wo man es eben noch hätte müssen kaufen, weil es ist ein gutes Spiel und das Geld sicher wert gewesen. Aber da für die ganzen Accessoires und den ganzen Ursache wie bei Fortnite oder so Geld rausrühren, da sehe ich einfach nicht ein, dass man das macht. Aber da muss jeder für sich selber wissen, aber mir wäre das Geld schade drum. Roller Coaster Tycoon Adventure ist ein Vergnügungspark Simulator, so à la Sin City, einfach so einen Vergnügungspark aufbauen, ist ganz gut gemacht, habe ich auch einfach mal nur kurz angespielt, weil so Spiele brauchen auch ganz, ganz viel Zeit und die habe ich im Moment einfach nicht und darum, ja, aber ich denke, das Rollercoaster, irgendwann werde ich da sicher mal noch ein paar Stunden drin verbröteln, ist auch gut gemacht. Und ja, was will ich mehr sagen? Gehen wir einfach weiter zum Soccer Slams. Ich habe eigentlich gehofft, dass da irgendwie so etwas Ähnliches ist wie der Nintendo World Cup, also ein übertriebenes Fußballspiel mit Foulen und allem. Ja, ist irgendwie auch, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Es ist, und ehrlich gesagt habe ich es auch nicht gut gefunden, darum, ja. Also mal auch gekauft, was Aktion war, aber da wäre auch ein Spiel, das ich nicht mehr kaufen will. Sniper-Clicks, gesehen ich auch, müsste wieder mal downloaden. Ist eines der ersten Spiele gewesen, die ich hatte für die Switch und macht durchaus Spass. 2 Spieler, ist sehr innovativ. Habe es sehr cool gefunden und wenn er wirklich das zweite mit der Freundin, mit dem Bruder oder sogar mit der Mutter oder mit dem Vater will spielen, sicher kein schlechtes Spiel. Dann Snake vs. Snake, da habe ich einmal vorgestellt gehabt. Dort habe ich mal für Gelegenheitsspielerinnen und Gelegenheitsspieler, da ist so, ja, halt Snake, so wie man es auf dem Nokia kennt hat, mit noch ein paar zusätzlichen Features und so. Ja, wenn ihr ein Fan von Snake sind, macht auch nicht viel falsch. Und sonst, wenn ihr halt nicht so viel könnt mit so Spielen an, dann Finger davon lassen. Snake Pass geht in die ähnliche Richtung, ist eins der ersten Spiele im eShop. Haben wir es aber erst, glaube ich, letztes Jahr einmal gekauft und angeschaut.
Es ist noch spaßig, es ist aber auch von der Steuerung her recht tricky und wenn man wirklich überall jede Welt zu 100% möchte erfüllen, muss man sich richtig reinfuchsen und für das habe ich bis jetzt Zeit noch nicht gehabt. Es ist ein spezielles Spiel, aber ich glaube durchaus, dass man mit dem Spiel seinen Spaß kann haben. Ich bin nicht wirklich warm geworden damit, aber irgendwann werde ich sicher nochmal probieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Den Mega Drive Classics, da ist einfach so eine Spielesammlung von alten Mega Drive Spielen. War mal eine Aktion gewesen, darum haben wir es gekauft, hat einen Haufen Spiele drin, ich wüsste jetzt gar nicht mehr wie viel, aber ich glaube so irgendetwas zwischen 30 und 50 verschiedene Spiele, also als Retro-Fan macht man da auch nicht allzu viel falsch. Den Warners 3 ist wie sag ich dem? Ist 2D-mäßig und er hat eine Figur, die einfach immer läuft und er kann nur hüpfen oder sliden oder ducken oder so und müssen halt möglichst alles einsammeln auf der ganzen Strecke. Durchaus ein gelungenes Spiel jetzt zwischendrin. Habe ich auch mal gekauft, was Aktion war, bereue ich auch nicht, weil da ist sicher irgendeins, wo ich zwischendrin irgendwann wieder mal wert spielen. Das gleiche mit Sonic Mania, ich bin eigentlich noch nie wirklich der grosse Sonic-Fan gewesen. Aber ich denkt mal da, als Retro-Fan solltest du halt gleich mal noch ein Sonic richtig antun und da haben wir da auch, aber es hat noch einen Haufen mehr, die ich müsste spielen natürlich. Ja, den Sparkle 2 ist so da hat es einen Haufen andere ähnliche Spiele gegeben, aber ich weiß gar nicht, wie man den sagt. Ist ähnlich wie das Tetris ist es auch nicht wirklich. Er hat einfach so Linien von Bällen, die vorbeilaufen und dann müssen schauen, dass die Bälle nie ins Ziel kommen und müssen die immer weglöschen, indem man gleichfarbige Bälle zu den gleichfarbigen Bällen schiessen, damit sich die auflösen. Also hat schon ein bisschen Tetris-Mechanik drin, aber ist auch ein Spiel für zwischendrin. Ist nichts Spezielles, ja. Den Sparkle 2 Evo ist, so, wie es der Name Evo schon sagt, also so Evolution-Spiele ein bisschen. Es sind eigentlich irgendwie so ein Mikroorganismus, wo sich so in einer Top-Down-Sicht halt seinen Weg muss finden und immer mehr fressen und sich dann langsam weiterentwickelt und das Ganze ist sehr atmosphärisch gemacht mit dem Sound und auch optisch sehr gut dargestellt. Es gibt noch mehrere Teile, das sind auch sehr oft Aktion. Darum haben wir es mal gekauft, haben wir lieb geschaut, da müssen wir sagen, schlecht ist es nicht. Aber irgendwie bin ich auch nicht wirklich warm geworden, die Zeit hat auch nicht gelangt irgendwie und darum irgendwann lassen wir sicher wieder ab und werden wir noch ein bisschen weiterspielen, aber dann Splatoon 2, ein Klassiker, wo man einfach muss haben. Story-Modus habe ich nicht wirklich durchgespielt, dort habe ich mal angefangen, aber sonst einfach mal zum Reinschmeissen und eine Runde online spielen. Einfach cool, einfach ein Kult und wieder mal eine Marke, wo Nintendo ein bisschen grösser gemacht hat, als das sind. Bös gesagt, aber ist halt so. Den Spy Chameleon ist auch so ein Top-Down Rätselspiel, ja, also es sind Chameleon und die müssen dort Level laufen und Flüge fressen und Mariahöferli sammeln und auch möglichst nicht von den ganzen sicherheitsrichtigen Überwachungskameras, Roboters entdecken lassen. Zwischendrin hat es noch so Plattformen mit verschiedenen Farben und weil ihr ja Chameleon sind, könnt ihr ja auch die Farben wechseln und wenn ihr die richtige Farbe auf die richtige Plattform habt, könnt ihr euch die Sicherheitselemente nicht entdecken. Ist ganz spaßig gemacht. Hast glaube ich auch nicht ganz durchgespielt, aber allzu viel fällt mir nicht mehr, würde ich meinen. Ist auch durchaus gelungen Spiel für Zwischentüren. Und dann haben wir da schon wie mit Sonic Mania, Spyro Trilogy. Ich habe noch nie wirklich ein Spyro durchgespielt und darum habe ich gedacht, mal, also musst du da mal die Trilogie holen und mal eins durchspielen. Habe ich jetzt immer noch keins wirklich durchgespielt, aber ich habe zumindest mal das eine oder das andere angespielt. So. Den Super Mario Bros. 35 ist mittlerweile, glaube gar nicht mehr aktuell, ist, glaube gar nicht mehr online. Da hat man aber können
online mit anderen Mario durchspielen und der am längsten überlebt hat, der hat einfach gewonnen oder so. Ist ganz witzig gemacht gewesen. Schade, dass sie es wieder abgestellt haben, aber ist halt so, leider. Super Mario 3D World and Bowser's Fury. Das mal Super Mario 3D World habe ich auf der Wii U natürlich durchgespielt, auf der Switch noch nicht. Dafür habe ich das Bowser's Fury da natürlich nachgeholt, aber es sind ja auch nur wenige Stunden zum den ganzen Teil durchspielen. Hat Spaß gemacht, inhaltmäßig ja, hätte mehr können sein, aber ja, man hätte jetzt da halt irgendwie noch ein Add-on gemacht, damit man Super Mario 3D World auch nochmal hätte können zusätzlich ein bisschen pushen oder die Verkaufszahlen ein bisschen auflupfen und man hätte wahrscheinlich noch nicht zu viel Entwicklungszeit drin investieren, darum hat es halt noch so einen kleinen Add-on wie Bowser's Fury dazu gegeben. Den Mario 3D All-Stars Edition habe ich natürlich auch in der physischen Version müssen haben, weil Super Mario 64 und Super Mario Galaxy finde ich super Teil, die habe ich auch beide schon Let's Played auf dem Kanal. Als Mario Sunshine bin ich nicht so der riesen Fan davon, habe es auch noch nie durchgespielt, aber irgendwann wird das sicher auch mal noch der Fall sein. Denn Super Bomberman A Online ist vom Prinzip her etwa ähnlich wie Super Mario Bros. 35, da könnt ihr einfach online gegen einen Haufen Bomberman spielen. Wenn ich eigentlich schon immer gedacht hätte, oder wenn ich eigentlich schon öfters gedacht hätte, was sicher noch durchaus Fun machen, hat man jetzt mal noch umgesetzt. Ich weiss jetzt aber nicht, ob da auch zeitlich begrenzt ist, wie es Mario Bros. 35, aber es wird sich zeigen. Denn Stick Fighters ist so quasi ein abgespecktes Smash Brothers halt mit Strichmännchen. Macht durchaus Spass, wenn gerade die Leute online sind, aber ich habe das Gefühl, es sind mittlerweile nicht mehr so viele Leute online und darum kann man halt auch nicht mehr so oft spielen und dann ist es halt meistens eher nervig und dann spielt man es halt auch eher weniger, was dann halt auch wieder dazu führt, dass weniger Leute online sind und ja, halt der ewige Teufelskreis. Spiel an sich würde eigentlich wirklich Spass machen, aber ja, ist halt wie es ist. Starlink, da habe ich auch nur angespielt, das Tutorial durchgespielt, plus ein bisschen mehr. Habe ich auch gekauft, was mal Aktion war und ich bin, also grafisch und alles finde ich's Hammer, finde ich's Bombe. Aber viel mehr kann ich nicht zum Spiel dazu sagen, weil für da habe ich zu wenig Zeit investiert. So, dann würde ich sagen, dann gibt's noch eine 4. Folge und da wär's gewesen. Vielen Dank. Hat es euch Wunder genommen, wenn ich da so ein bisschen auf meiner Switch habe und gespielt habe oder nicht gespielt habe. Und bis zur 4. Folge. Man hört sich.